100-jährig Madame als Bibliothek zu ehren, das natürlich auch etwas Spektakuläres. Wenn in 100 Jahre lang eine Bibliothek als Stadtteil wird, ist das schon nicht nur ein klein, sondern eine große Success Story. Geplant ist, dass wir den Geburtstag der Bibliothek, das Jubiläum ein Jahr lang eigentlich feiern mit verschiedenen Events. Und zwar vom 2. März 2019 bis zum 2. März 2020. Und in diesem Zeitraum finden ganz viele bunte verschiedene Events statt. Die Idee ist, dass es vor allem intergenerationell, also dass wir so viele Zielgruppen wie möglich abholen eigentlich und einbinden. Das heißt alle Generationen, dass wir sowohl Kinder wie Jugendliche einbinden, Erwachsene, aber natürlich auch Senioren. Und dementsprechend ist das Programm ähnlich angelegt. Das heißt, wir haben jetzt zum Auftakt eine Lesung mit Fini Cazzaro. Das ist eine Escherin, die fast 100 Jahre alt ist. Und dann haben wir für Jüngere Workshops geplant mit Olga Reif. Eine weitere Veranstaltung ist Buch Oprieda. Das ist für ältere Menschen gedacht. Da ist die Idee sozusagen, dass man den Bestand der Bibliothek nach außen trägt und zwar auch in Einrichtungen. Ein ähnliches Modell, aber was sich gezielt an Jugendliche und Kinder richtet, ist dann die Biblia am Bühl. Das ist eigentlich im Prinzip eine erfahrbare Bibliothek, die wir als Escher Bibliothek erworben haben. Die wird ab dem Frühling durch Esch fahren und ist im Prinzip so ausklappbar wie ein Zelt. Das heißt, die Leute können sich dann da einfach ein Buch nehmen und sich in einen Sonnenstuhl setzen und dann darin schmökern. Das ganze Jahr, wie gesagt, über Lesungen und ganz zum Ende hin, dann im März 2020, werden wir nochmal das Ganze abschließen mit einem Tag der offenen Tür, wo die Pforten der Bibliothek für jedermann geöffnet sind, dass jeder hier nochmal hineinspazieren kann und den Bestand der Bibliothek entdecken. Was sind Projekte, die für die Zukunft von der Escher Bibliothek geplant sind? Das Centenaire ist ja die Idee, für zurückzugucken, mehr auch in Zukunft zu gucken. Das heißt, wir wollen an dem Jahr ausschaffen, was die Rolle von der öffentlichen Bibliothek in der Zukunft soll sein. Es geht nämlich durch 60.000 Bücher und Regal zu stellen. Das ist als Ursprung. Die Bibliothek haut als eben nicht nur Bücher, sondern ganz andere vielfältige Medien, Informationen auf alle Supporten. Und das ist schon mal die Idee, dass wir da breit aufgestellt sind und auch aktiv sind. Das heißt, nicht nur darauf warten, dass die Leute bei uns kommen, sondern auch auf die Leute zugehen und noch Projekte anbieten für die Bibliothek lebendig zu machen. Aber die Idee vom Centenaire ist eben, mit der Bevölkerung zusammen, mit den Klienten, noch nicht Klienten, vielleicht geschwind Klienten, dass wir da zusammen ausschaffen, wie die Zukunft von der Bibliothek soll aussehen. Weil das Escher Bibliothek, das heißt, das Bibliothek von den Escher. Und das soll natürlich interaktiv mitgestaltet gehen. Das Centenaire ist für uns den Anfang, den sich an die Richtung von Esch 22 angegliedert. Wir sind natürlich als Escher Kulturinstitution mit involviert, klar. Also Fokus am Moment ist das Centenaire. Wir arbeiten an dem und weitere Sachen für Esch 22, das in der Planungsphase sind wir noch gar nicht dran zu schaffen. Wir haben einen ganz guten Kontakt mit Schulen, die hier in der Gegend sind. Projekte vom Centenaire richten sich primär mal an Grundschulen. Also ein Lehrsaal ist auch ausgerichtet für junge Leute, die wollen hier arbeiten, Gruppenarbeiten machen, sich weiterbilden. Da sind wir ganz offen dafür.
das Centenaire also auch dafür für Wünsche zu sammeln, für Urregungen zu sammeln. Du werden natürlich flott, war mir als Team von der Bibliothek mir auch mit den Jungen, mit den Bürger zusammen ein Projekt schaffen, was da zum Beispiel fehlt oder was da gefroht, also was wo Interesse ist.